Berg lebt. Der Berg lebt. Wahnsinn. Der bewegt sich ja nicht mal schlecht. Das ist voll cool. Schade, dass ich bereits bewusstlos bin. Etwas Grauenhaftes ist passiert und aus Pietät ist jetzt erstmal Schluss mit lustig. Ihr wart in dieser Gletscherbahn dermaßen unzertrennlich. Sowas habe ich noch nie gesehen. Der Tod gehört allen. 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 Bitte, liebe Opfer, legen Sie sich jetzt hintereinander in eine Reihe. Nicht so aufgeregt am Ende der Sackgasse hin und her rennen. Wir haben genug Säcke und auch die Nummern gehen uns nicht aus. Wir brauchen sie nämlich lebendig. Ja, wir brauchen sie lebend. Das hätten wir uns vorher überlegen sollen. Die hätten noch mindestens 8 bis 14 Tage unsere Jausenbrote verzehrt, wenn wir sie am Leben gelassen hätten. Sie hätten noch halblustig, halb ernsthaft in der Disco getanzt haben können. Aber wer will schon Ruhe in Kids? Am Hahnkamm oder am Kids-Drogen? Wir sprechen von Optimierung, nicht von Minimierung des Risikos. Wo die herkommen, da gibt's noch mehr. Die noch nicht tot sind, die können kommen. Zu uns. Früher hat man sie in Ruhe gelassen, die Opfer der Berge. Wir greifen in die Tüte und ziehen sie hervor, die so lieb uns waren, diese Toten. Österreich hat eine großartige technische Leistung erbracht. Dieses Land wird nie wieder missbraucht werden. Österreich ist frei. Wir sind weg und Österreich ist frei.